Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer New Reaction vom Adi, sein neues Video. Das Video ist gerade mal eine halbe Stunde draussen und der Schweizer Reaktionsboss ist natürlich am Start und reagiert jetzt gerade auf das Video. Ganz ehrlich, ich erwarte nicht so viel von dem Video. Ich habe schon gehört, der eine oder andere hat mir auf Insta geschrieben, dass ich in dem Video vorkomme. Ich bin gespannt. Let's go. Bevor die heutige Sendung losgeht, präsentieren wir Ihnen den Witz vom Tag. Hand in Hand gegen ein Coronavirus. Das ist eine gute Idee, machen wir so. Okay. Darf ich schnell... Freundinnen Schon jetzt scheiß Video. und draussen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute an einem wunderschönen... Donnerstag. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen, gibt es wieder Quality Content. Aber ein wunderschöner Donnerstag. Der Pesodon ist am Start. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Donnerstag. Das Video kommt aber noch Donnerstag online, also ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag miteinander. Das ist nicht witzig. Eigentlich ist Mittwoch, aber es hat von Justin kein Einspieler gehabt, wenn er das sagt. Falsch. Direkt auch wieder falsch. Die Sonnenbrille ist schon ja, oder? Oder die Brille mit Bändeli. Okay, die hat einmal auch ein Bändeli. Oder dann doch eher die Schwimmbrille. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Die Schwimmbrille bis jetzt das Beste. Mach euch mal die Basics. Auf jeden Fall heute ein wildes Video, und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, dass ihr mir irgendein Thema schreiben und ich sage euch dann meine Top 3 zu dem Thema. Das heisst zum Beispiel, wenn ihr sagt Fußballer, dann sage ich euch meine Top 3 Fußballer. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Die erste Person hat mir auf jeden Fall geschrieben, Komiker. Ich finde Komiker ein mega spannendes Thema. Ich tue mega gerne Stand-up schauen, vor allem Schweizer Stand-up. Ja, ich bin nicht so ganz in dem Stand-up, in der Stand-up-Szene drin, wahrscheinlich wie der Adi. Ich habe mir mal, klar, der Louis C.K. ist jetzt, der hat ein bisschen Dreck am Stecken seit letzter Zeit, aber sein Zeug habe ich eigentlich noch lustig gefunden. Der David Chappelle oder so. David Chappelle. David Chappelle. Den finde ich nicht gut und keine Ahnung. Ich würde trotzdem sagen, auf Platz 3 ist der Felix Lobrecht, auf Platz 2 ist die Hazel Brugger. Hazel Brugger, absolut wild. Und, meine Damen und Herren, auf Platz 1 die absolute Legende, der Peach Weber. Ja, freut mich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer als Schweizer den Humor von Peach Weber nicht fühlt, dort hinten stört. Raus! Einfach nur raus! Ja, ne, Peach Weber Legende. Viele Dinge zum Verhüten. Am billigsten sind all die Tüten. Top 3 Games. Dazu muss ich sagen, ich tue nicht gamen. Ich habe mal extrem viel gamed. Also ich glaube, meine ganze Sek-Zeit und der Anfang von der Wirtschaftsmittelschule hat einfach komplett aus Minecraft bestanden. Bei mir wahrscheinlich, also die Top 3 Games, also auf Platz 10 ist ganz klar Call of Duty MW2. Oldschool Game, ich habe den trickshottet wie ein Gestörter. Auf Platz 2 sage ich mal Minecraft, das habe ich auch hure lang gezockt und hure gerne gehabt. Auf Platz 3 sage ich Fortnite, weil das habe ich auch hure viel gezockt. Was noch gewesen wäre vielleicht World of Warcraft, aber das hat es jetzt nicht ganz drin geschafft, weil ich glaube Fortnite habe ich noch ein bisschen mehr gesuchtet. Ich bin heimgekommen, bin an den Kompi gegangen zu meinen Homies, wir haben Minecraft gespielt, Survival Games, Hunger Games, Bed Wars, Gomma HD, absolut legendär. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir eine Runde Survival Game. Mein Kopf war in diesem Video absolut rot gewesen. Was habe ich davor gemacht, dass mein Kopf so rot war? Digga. Ja, das ist meine Minecraft-Vergangenheit. Darum, Minecraft Platz 2, man kennt's. Und übrigens, der Hintergrund, den ihr da seht, das ist eigentlich noch nicht genau gleich. Einfach alles neu gestrichen, alles anders gemacht dahinter. Aber wahrscheinlich ist jetzt am genau gleichen Ort jetzt noch. Oha. Platz 3, Temple Run. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal Temple Run Bist du lost oder was? Temple Run war Mobile Games. vom Handy gehabt. Dann Platz 2, Minecraft. Und auf Platz 1 von den nicesten Games ist einfach CSGO. Es gibt ein Video auf dem Kanal, wo ich in Köln bin mit ein paar Homies. Die ESL Köln schauen. Köln vor allem. Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr wilde Zeiten gewesen, als ich das gemacht habe. Es ist jetzt Sonntag, der nächste Tag, der Finaltag. Top 3 Körbe, die ich bekommen habe. Ich habe gar nicht 3 Körper bekommen. Sehe ich so aus? Als ob ich je in meinem Leben einen Korb bekommen habe. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Nein, die ist absolut vertraulich. Okay, das ist wild. Top 3 Schnauzträger oder Top 3 Schnauzträger. Auf Platz 3 natürlich ganz arrogant ich selber mit einem wunderschönen Schnauz, der bei euch ja eben mega gut ankommt. Es ist eigentlich traurig, dass wenn man an das denkt, dass ihm gewisse Person einfach in den Sinn kommt. Wie ich in den Kommentaren sehe.
Adi mit dem Schnauz sieht aus wie ein 34-jähriger Manfred, der sich hinter einem Baum von einem Kindergarten versteckt. Ah, das war sogar ein Kommentar unter meinem Video. Oha, Digga, oha, Kommentar einfach gestohlen, lul. Ja, sehr, sehr guter Kommentar. Meine Community. Kuss. Wer hat überhaupt noch einen Schnauz? Platz 2 Charlie und Platz 1 Chaplin. Was sind meine Top 3 Haustiere? Das ist ein nices Thema, weil ich bin nicht so Fan von Katzen, Hunden, Meerschweinchen, einfach so diese Sachen, die jeder daheim hat. Ich persönlich finde so ein bisschen etwas Spezielles nice, also so ein spezielles Tier, das man daheim hat. Da würde ich sagen, auf Platz 3 ist safe irgendein Bird, also irgendein Kanarienvogel oder so. Auf Platz 2 ein ganz wild, wenn man eine Gans daheim hat. Boah, guck mal das Auge, wie gruselig der aussieht. What the fuck? Classic. Alter. Auf Platz 1 das Schwein. Also ein kleines Schwein, weil ganz ehrlich, Schweine sind so herzig. Adi, also ich weiß auch nicht. Also ich hätte absolut null Bock auf ein Schwein und wer von denen ist jetzt? Nee, komm. Er bewegt sich frei in der Wohnung und darf natürlich beim Fernsehen mit auf die Couch, auch wenn er da nicht ohne Hilfe hochkommt. Top 3 Sportarten. Ich würde sagen, auf Platz 3 ist Meine Lieblingssportart auf jeden Fall Tennis. Der Rest, keine Ahnung, spontan keine Ahnung. Ping-Pong, weil Ping-Pong einfach ein sehr nice Spiel ist. Jeder kann das spielen, es ist mega easy. Man muss einfach einen Tisch haben und Schläge, dann kann man es spielen. Und das Beste ist immer noch... Ping-Pong, absolut geil. Da gibt es da bald so ein bisschen als Battle gegeneinander. Wir machen das Battle gegeneinander. So ein bisschen ein paar YouTuber. Böndli oder Sternli, je nachdem wie die es genannt haben, sind in der Schweiz auch so die höchste Währung, Digga. Wer am meisten Böndli hat, der absolute Boss. Übrigens, Maelo, die will im Ping-Pong hart auseinandernehmen. Das stimmt, das stimmt. Ja! Ja, aber es gibt ein Battle. Und damit offiziell gibt es wirklich ein Battle. Und ey, ich muss ihn auseinandernehmen. Wenn das Battle zustande kommt, ich mache einen Livestream über unser Ping-Pong-Battle und das muss dokumentiert werden, weil ich gewinne, ganz einfache Sache. Zweiter Platz würde ich sagen Volleyball, ist auch sehr nice. Und auf dem ersten Platz halt Flipping, Trampolin und einfach Saltos machen. Warte, ich mach schon den Salto. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Haben Sie schon gemeint, ich mache Salto? Meine Top 3 englische bzw. einfach ausländische YouTuber. Auf Platz 3 höchstwahrscheinlich der Montana Black. Hallo? Ah ja. Auf Platz 2 ist der Mike Beyond. Das ist so ein Dude, der tut immer etwas leeren. Das heisst, er sagt so, ja, ich will jetzt lernen, ein Glas mit meiner Stimme kaputt zu machen. Und dann lernt er das in einem Video und das wird immer mega spannend und mega nice zum Zuschauen. Und auf Platz 1 der One and Only Logan Paul. Und wenn jetzt irgendwelche Kiddies kommen und sagen, der hat ja mal einen Skandal gehabt. Ja, aber generell von mir noch jetzt Logan Paul Schmutz-YouTuber. Ich weiß bis heute nicht, wieso Adin so feiert. Keine Ahnung. Blablabla. Für mich persönlich ist der Logan Paul schon immer der YouTuber gesehen, den ich am liebsten schaue. Ich glaube, ich habe vom Logan Paul jedes Video seit etwa 4 Jahren geschaut. Nein, Schmutz. Meine Top 3 Schweizer Sportmoderatoren. Auf Platz 3 ist es Duo, und zwar der Matthias Hüppi und wie heisst der? Bin ich dumm? Der Bernhard Russi, Digga. Matthias Hüppi und Bernhard Russi auf dem 3. Platz. Denen beiden zuzuhören beim Skifahren, das ist sehr nice gesehen und immer noch schön Nudeln essen am Samstagmittag. Bin ein richtiger Schweizer. Auf Platz 2 ist der Sascha Rufer, einfach wegen seinen nice Sprüchen. Der wird das auf einen Zettel schreiben und über sein Bett hängen. Und auf Platz 1 ist wirklich ein ganz wilder Schweizer Sportmoderator, und zwar ist das der Hans Juncker. Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheiße. Oha, Telefon. Ich muss rangehen, aber ist vertraulich. Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. So, fertig telefoniert, weiter geht's. Ponys. Ist ein bisschen älterer Moderator, aber der hat einfach absolut legendäre Sprüche rausgehauen. Jetzt weiss ich nicht mehr, wo durch. Jetzt ist er ganz sauber verkleidet. Hans Juncker, falls du das Video hier siehst, sehr wilder Dude. Was? Der ist schon gestorben? Für meinen Zurblick ein grossartiges Ereignis heute. Ja, ich bin der Väter Müller nicht dabei. Oh, dann fangen wir nochmal an. Hure sehr. Meine Top 3 Schulfächer. Auf dem 3. Platz haben wir Sport. Sport finde ich mega nice. Auf dem 2. Platz würde ich sagen Sport, weil Sport finde ich recht nice. Und auf dem 1. Platz höchstwahrscheinlich Sport. Es ist so klar, dass die Frage kommen. Deine Top 3 Sexstellungen. Dazu muss man ganz klar sagen, dass man so eine Frage beantworten kann, müsste man zuerst einmal Sex haben. Mach erst mal die Basics. Jetzt mal geschwind Real Talk. Ich kann das nicht einfach in den Titel reinschreiben und nicht eine Antwort aufgeben. Ich mache jetzt noch nicht eine Tabelle, aber Doggy. Ja. Würde nicht neu sagen, oder? Auf jeden Fall. Ich bin voll dabei. Also wenn man also 38 hast du gesehen, bist du am Start. Easy. Meine Top 3. Was soll das, ey? Ganz ehrlich, er tut mir so
Also wirklich, solche Scheissdreck in das Video einbauen. Also es sieht 10'000 Leute das Video. Und dann... Ja. Oh. McDonald's Meals. So muss ich sagen, da fragst du den richtigen Fachexperten. Ich bin nämlich am Tag, wo das McDonald's aufgegangen ist, wegen dem Coronavirus, bin ich in Drive-In gegangen und habe mir auf Ehrenbruderbasis einen ganz, ganz wilden Big Tasty gegönnt. Ey, ich war auch schon 2-mal gewesen, seitdem wo das Megami offen ist. Und ich habe mir auch Big Tasty gegönnt. Darum würde ich auch sagen, Big Tasty auf dem ersten Platz, ohne Bacon und mit Wasser. Auf dem zweiten Platz das gleiche mit einem Big Mac. Und auf dem dritten Platz einfach Cheeseburger. Ey, ganz ehrlich, Cheeseburger gehen immer. Ingwer. Cheeseburger gehen einfach immer. Jetzt mal ohne Scheiß. Ausgang. Eher Nuggets. Für mich ist es eher Chicken Nuggets gehen immer. Cheeseburger. Sport gemacht. Cheeseburger. There's nothing you can have that's better than that. Arten zum Herdöpfelessen. Das heisst 3 Arten, oder meine Top 3 Arten zum Herdöpfelessen. Ja, auf dem dritten Platz Pommes frites klassisch. Pommes frites sind schon sehr nice. Auf dem zweiten Platz würde ich sagen, im Ofen gekocht mit so ein bisschen Öl rundum und ein bisschen Gewürz. Einfach in den Ofen tun, schneiden. Nice. Und auf dem ersten Platz, so muss es einfach sein, bei einem wunderschönen Raclette. Aber wichtig ist, dass das Raclette nicht in so einem Öfeli gemacht ist, sondern abgeschoben. Mit so einem halben Käse. Und dann machst du so und dann machst du so. Scheiße, Mann, jetzt wisst ihr mein tiefstes Geheimnis, wenn ich Herdöpfel gerne esse. Das ist auch vertraulich. Die Top 3 Schweizer Musiker. Digga, wieso ist das so schwierig, mit 3 Leuten zu finden? Ich hätte jetzt gerne Nilay gesagt, aber wie wir ja alle wissen, hätte Nilay noch keinen Song rausgebracht. Ich brenne für Musik. Auf dem dritten Platz Luke, ein sehr, sehr nicer Rapper. Auf dem zweiten Platz Safe, der DJ Bobo. Eigentlich wirklich noch nie DJ Bobo gehört in meinem Leben. Schlingel, los, Reib, ich glaube es nicht. Also ich bin hell begeistert von dir. Digga, keine Ahnung, Alter. Sagen wir einfach, erster Platz Native. Okay, der... Ja, keine Ahnung, Schweizer Musiker, bin ich lost. Ich sage einfach Prinz Norin und Nilay. Wirklich ganz wild, und zwar meine Top 3 Wassermarken. Ich finde, viele Leute machen sich viel zu wenig Gedanken rund ums Thema Wasser bzw. Wasser trinken, weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen Walserwasser, Äbtiger Wasser, St. Pellegrino und all dem, was es gibt. Auf Platz 3 für mich ganz klar St. Pellegrino. Die Krüseli, was drin hat, sind so ein bisschen weich, stechen nicht so in den Hals rein. Der Geschmack finde ich jetzt nicht schlecht, aber für mich nicht der erste Platz. Auf Platz 2 haben wir das Äbtiger Wasser, das ist gerade bei mir in der Nähe, das ist Baselbieter Wasser. Sehr, sehr wildes Wasser. Die Blötli sind auch nicht so stark, aber recht angenehm, kann man auch mal so trinken. Und auf Platz 1... Was ziehe ich mir hier eigentlich ein? Das wildeste Wasser von der Schweiz, und zwar Walserwasser. Die Blötli schön stark, kratzen so ganz bisschen im Hals. Und wenn man einen ganzen Tag Sport gemacht hat und dann auf seinen ersten Schluck wartet und dann so eine Walserflasche nimmt und dann so... Digga. Macht euch mal mehr Gedanken rund um Mineralwasser. Das war's dann auch wieder komplett von dem Video. Shit. Das habe ich ganz vergessen. Hashtag SwissTubers. Jetzt wär's es aber komplett von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Die Glocken raus. Wir sehen uns beim nächsten Video und dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen. Und zwar ist das Peace und Blümli. Ich bin Mount Everest. Sehr, sehr nices Video. Eben pressiert. Zeig, haben wir schon jetzt am Outro. Was kommt da noch? Ja, da kommt nochmal der Kommentator. Und steht eigentlich etwas in den Kommentaren von mir. Bis jetzt anscheinend noch nicht. Das war's komplett. Ne, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Video. Gebt dem Video doch ein Like, würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video mit. Peace.